Also neue Podcast dreht sich über ganz spannende Themen, die sich han dem Büsse mi extra wurlos so vu der Suffizienz verstoppt. Wat gehtt? Wir wissen alle go, dass et wichtig ist, dass man neue Technologie kreen, wie so lernen, dass man mir effikaz gehen, besser Maschinen, die man mi Energiespuren sind. Me et sie sich all Wissenschaftler eins, dass technisch Entwicklung allein nicht durchgeht, dass man Pferderdewerte bringen, am Respekt vun der Natur an de Grenz vun dese Planet ze lewen, also eng gut Welt fir de nächst Generationen ze hanlosen. Suffizienz drem, wéi mir mal liewe willen, wat man vielleicht auch am Lebensstil mussssen ändern, an noch wat Politik soll machen. An du hatte mir ganz interessant Gespräch mat enger Frau vum Fraunhofer Institut, der Dr. Elisabeth Dütschke, die eng spannende Tüt auch gemacht huet op EU-Niveau zur Thematik an noch sos ganz aktiv dran ass. Et lohnt sech wirklich fir een flotten Überblick zu kreen zu dieser Thematik fir ha Ram ze lausren. Viel Spaß! Ja, guten Tag. Also wir hatten gestern die Konferenz. Der Titel deines Vortrages war: Wie viel ist genug? Gut leben oder die Lebensgrundlagen in Frage zu stellen, die Rolle des Lebensstils. Um was geht das da so im Großen und Ganzen? Insgesamt ging es in dem Vortrag drum, eben ausgehend von dieser Frage, wie viel genug ist, oder man nennt das ja auch suffiziente Lebensstile, was diese auszeichnet, und im Wesentlichen auch darum, wie man sozusagen gleichzeitig umweltfreundlich leben kann bei hohem Wohlbefinden. Und ich habe Ergebnisse aus einem großen EU-Forschungsprojekt vorgestellt. Okay, du hast auch gestern eine Abgrenzung, also in Luxemburg wird ja vor allem, aber nicht nur in Luxemburg, auch in der EU, glaube ich, vor allem über Technikoptimierungen. Also wir brauchen Solarenergie, wir brauchen Elektromobilität. Inwiefern grenzen sich die Themen voneinander ab oder sind ergänzend? Ja, genau. Also die Idee, wenn man sich mit Suffizienz, mit diesem Stichwort beschäftigt, ist eigentlich, dass das sozusagen ein zusätzlicher Ansatz nochmal ist zu diesen sehr technologischen Ansätzen, wo es ja um so zwei Grundrichtungen geht, eben entweder Technologien zu verbessern, um die Bedarfe, den Konsum herzustellen, den wir in der Gesellschaft haben. Das nennt man zum Teil auch den Konsistenzansatz, sowas wie erneuerbare Stromerzeugung mit Sonne und Wind. Auf der anderen Seite gibt es ja seit vielen Jahren gerade auch in der EU-Politik viele Maßnahmen, die in Richtung Effizienz gehen, zum Beispiel bei den Haushaltsgeräten, dass Waschmaschinen, um die gleiche Menge an Wäsche zu waschen, weniger Strom oder auch weniger Wasser brauchen. Und die Idee der Suffizienz ist sozusagen nochmal anders an diese Grundfrage, dieses Grundproblem ranzugehen, dass wir eben zu viele Ressourcen, zu viel Energie eigentlich verbrauchen oder auf eine Art verbrauchen, wo die Welt nicht mitspielen wird, indem wir nochmal anders über das Verhalten und den Konsum nachdenken. Und das Ziel eher ist schon, eben in guten Verhältnissen und mit befriedigten Bedürfnissen zu leben, also satt zu sein, sicher zu sein, aber auch sozial integriert zu sein, wozu dann ja beispielsweise auch gehört, dass man mobil sein kann, dass man Freunde und Familie besuchen kann oder an Orte kommen kann, wo man sich erholen kann. Aber eben nochmal zu überlegen, können wir das Ganze anders strukturieren und nicht einfach nur von dem ausgehen, wie es jetzt ist, und versuchen, das zu verbessern. Gib mal ein Beispiel für Suffizienz, bitte. Ein Beispiel kann sein, dass wir anders essen, also dass wir eben mehr Sachen essen, die besser für die Umwelt sind. Das ganz Typische ist natürlich weniger Fleisch, insbesondere weniger Rindfleisch zu essen und durch hoffentlich gut schmeckendes pflanzliches Essen zu ersetzen, oder auch, dass man sich Urlaubsziele sucht, die mehr in der Nähe sind, dass man eben im Urlaub Radtouren unternimmt, statt bis in die Karibik zu fliegen und dergleichen. Aber unser Staatsminister hat den Duktus rausgegeben, Umweltpolitik soll nicht nerven. Und wenn man an die Lebensziele der Menschen geht, hat ja die Tendenz, dass es so aufgenommen wird, jetzt quatschen die mir auch noch rein, wie ich zu leben habe. Brauchen wir den Suffizienzgedanken wirklich? Ist der nicht zu moralisierend? Reicht die technische Revolution, sei es jetzt Ersatz von bestehenden schlechten Technologien, also fossil zu erneuerbaren, und die Effizienzsteigerung nicht aus? Müssen wir jetzt auch noch in die Lebensstile reinquatschen? Also
zum einen sehen wir ja, dass das eben nicht ausreicht. Also eigentlich haben wir unglaubliche Fortschritte bei der Effizienz gemacht. Wenn wir uns angucken, wie groß Autos geworden sind und dass sie das mit einem Kraftstoffverbrauch machen, der nicht viel höher ist als früher. Aber eben das, was transportiert wird, was bewegt wird, ist viel größer geworden oder man kann viel weiter damit fahren. Also wir haben sozusagen die Effizienz rein als Vorgehen ist schon ein Erfolg, aber eben die Autos brauchen nicht wirklich weniger. Das heißt sozusagen, der Bedarf unserer Gesellschaft ist trotzdem gestiegen. Also wir haben Grenzen dessen, was wir mit den bisherigen Ansätzen erreichen. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist ja die Frage, wann fängt es an zu nerven? Also Veränderungen können am Anfang immer ein bisschen nerven, weil ich muss meine Gewohnheiten überdenken. Wenn man jetzt nochmal das Beispiel vom Essen angeht, ich muss mir vielleicht irgendwie neue Rezepte suchen, muss die umbauen. Das kann auch Spaß machen oder manchen Leuten macht das auch Spaß, aber das kann natürlich auch anstrengend sein, weil ich muss einfach mehr drüber nachdenken, wenn ich müde von der Arbeit komme, ne, was kaufe ich an. Aber bei dem, wie unser Konsum jetzt ist, kommt das das nervt oft auch oder das wissen wir auch aus der Forschung, dass es die Leute auch anstrengt. Also Das jetzt der stresst die Leute genau, auch. also nur jetzt kommt der Stress oft später. Also jetzt ist erstmal das Einkaufen ist leicht und das Kochen ist leicht, aber am Ende, zum Beispiel jetzt auch beim Essen, haben wir Zusatzeffekte. Fleisch ist tatsächlich auch nicht gesund. Also das macht Herzbeschwerden, das erhöht den Blutdruck. Das heißt, aber man wird ja erst später krank. Ne? Also sozusagen das Nerven kommt erst später. Oder auch sonst Überkonsum in vielen Bereichen löst durchaus Stress aus. Also es gibt Forschungsbefunde, die zeigen zum Beispiel, dass wir haben ja ganz viele digitale Technologien inzwischen mit Handys und Tablets, mit ganz vielen Apps, die uns helfen, unser Leben zu optimieren. Wir treffen die Leute seltener, sondern wir schreiben Nachrichten und rufen sie an. Das ist jetzt vielleicht alles gar nicht. Also, ne, das kann viele Vorteile bringen, aber man sieht auch, dass Leute, die das sehr stark nutzen, gar nicht entspannter sind, sondern sich viel mehr vornehmen und viel gestresster sind im Durchschnitt. Also der zusätzliche Konsum ist einfach, also kostet auch Nerven. Okay. Und, wie viel warum leben denn nicht mehr Leute suffizient? Also, zuerst mal gibt es Analysen, wie viele Leute derzeit schon ein suffizientes Verhalten haben. Und ich nehme ja an, wenn man so rund um sich guckt und sich selbst auch anguckt, wenn man ehrlich ist, sind wir das ja noch bei weitem nicht alle. Also, gibt es Zahlen, wie viele es sind? Und, wenn es nicht so viele wären, woran liegt das, deiner Meinung nach? Also das haben wir untersucht in unserem Projekt, in dem wir mehrere tausend Leute in Europa befragt haben, sehr genau nachgefragt haben, eben nach ihren Konsummustern. Wir haben uns dabei konzentriert auf die Bereiche Wohnen und Heizen, Mobilität, Stromverbrauch und Ernährung. Und in der Studie haben wir gesehen, dass so in den Ländern, die wir untersucht haben, das waren Deutschland, Dänemark, Lettland und Italien, so 3 bis 4% der Bevölkerung einen Lebensstil haben, der sehr sparsam ist, was die Emissionen angeht und die auch Zufriedenheit oder hohes Wohlbefinden berichten. Und das wären jetzt die wir suffizient nennen würden. Und noch so weitere 10% sind relativ suffizient. Die sind nicht in allen Lebensbereichen sparsam, aber insgesamt sozusagen schon unter dem Durchschnitt und in manchen eben sehr sparsam und gleichzeitig auch das hohe Wohlbefinden. Das heißt, ein gutes Zehntel der Bevölkerung. Ja, Jeder ein Zehnte. bisschen mehr als Ein ein bisschen Zehntel mehr. der Bevölkerung, genau. Gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass ungefähr genauso viele Leute zwar durchaus sehr sparsam sind, aber es ihnen nicht gut geht, also niedriges Wohlbefinden haben und dass auch Leute sind, die sagen, sie sozial ausgeschlossen sind, dass sie sich Sorgen machen, ihre Rechnungen zu bezahlen, Die in Finanz diese Richtung, ja, genau. ja. Also das sozusagen, ne, also mit Emissionen sparsam zu sein, muss nicht glücklich machen, aber muss auch nicht unglücklich machen. Also, wenn Also es es aus gibt der Not beides. entsteht, wenn es aus der Not Genau, entsteht, macht das, nicht genau, Glück. dann Das ist es ist ja eben keine freie Wahl auch, ne? dann ist es nicht freiwillig, dann ist es ja auch nicht genau eine eigene Gestaltung, sondern es ist einfach ein Mangel und Ja. das gibt es eben. Aber es gibt eben ungefähr genauso viele Leute, die das, einfach machen, weil sie das so möchten und das gibt es auch heute schon. Aber es sind natürlich nicht viele. Das ist, denke ich, aber auch nicht besonders überraschend, weil ja unsere Gesellschaft ganz anders strukturiert sind. Also und mit strukturiert meine ich so was wie Infrastrukturen. Der Verkehr ist sehr stark aufs Autofahren ausgerichtet zum Beispiel und es ist in der Regel oder an vielen Orten umständlicher, den Zug, den Bus zu nehmen. Zu Fuß gehen ist vielleicht nicht ganz sicher, gerade vielleicht nicht für Kinder oder Ältere und so weiter. Also wir haben aber da auch, wenn ich jetzt mal bei Mobilität als Beispiel bleibe, wir haben auch
gesellschaftliche Erwartungen. Zum Beispiel hat sich das ja sehr geändert, inwieweit man ähm, Kinderwege allein machen lässt, sondern man hat ist ja sozusagen die Vorstellung von guter Elternschaft ist, dass man Kinder zur Schule bringt und sie den Weg nicht alleine hinfinden. Das sind sozusagen auch nochmal Strukturen, mit denen man sich, also wo Familien sich ja mit auseinandersetzen müssen, wenn sie sagen, wir machen das aber anders. Und es sein kann, dass dann andere ihnen da kritische Kommentare geben. Und natürlich wollen die Leute, dass ihre Kinder sicher sind. Und Mhm. also wir haben sozusagen, also wir haben Strukturen oder Regulierungen auch oder wie die Straßenverkehrsordnung ist und so weiter, die bestimmte Lebensstile bevorzugt und gleichzeitig ist das aber auch verbunden mit dem, was man ja als soziale Regeln hat und die stehen dem suffizienten Leben entgegen. Und insofern ist es ja eben nicht sehr überraschend, dass das keine mehrheitliche Bewegung ist. Okay, das heißt, wenn wir in den planetaren Grenzen, wie man so schön sagt, leben möchten, dann müsste man also ansetzen, um eine Verschiebung trotzdem der Werte, auch der Normen zu erhalten, damit die Leute suffizienter leben, damit wir alle suffizienter leben. Das heißt, das ist ja eine Sache der Politikentscheidungen, aber auch der Akzeptanz der Bevölkerung für Reformen. Wie gehen denn die, also ich habe ja schon den Eindruck, dass aber trotzdem viele Diskussionen zugenommen haben in den letzten Jahren. Also es gibt mehr, vor allem auch jüngere Menschen, aber auch Menschen, die vegetarisch oder vegan oder weniger Fleisch. Ich glaube, das ist ja auch vor allem das Ziel, weniger Fleisch zu essen. Oder es gibt die Bewegung, Kinder, so ein Elternteil verpflichtet sich einmal die Woche mit den Mhm. Kindern, einen sicheren Schulweg und so weiter. Es finden ja enormen Verschiebungen trotzdem statt. Stellt ihr das auch fest in den Analysen, dass es Verschiebungen gibt? Und wie sieht das mit der Akzeptanz dafür aus, wenn Politik den Rahmen schafft? Also klassische Mhm. Frage, Radwege statt Autos. Manchmal ist es ja schon im Mhm. Konflikt zueinander. Gibt es eine Akzeptanz für Reformen? Also ja, die gibt es schon und gleichzeitig gibt es natürlich Reformen, die umstritten sind. Das ist sehr unterschiedlich und was man hier schon einfach erstmal sehr im Blick behalten muss, ist, wir haben in den europäischen Gesellschaften in der Regel ein hohes Klimabewusstsein in dem Sinne, dass die Leute oder auch ein Umweltbewusstsein, dass die Leute schon wissen, also natürlich wissen oder selbstverständlich ist zu wissen, dass also, dass es Probleme gibt, ja? Also, dass es Waldsterben gibt, dass es Luftverschmutzung gibt, dass grade die Bienen waren ja sehr viel Thema die letzten Jahre, also, das Einschränkung der Biodiversität. Also, dass man das grundsätzlich einfach weiß, ähm, äh, und auch also, sozusagen als Tatsache akzeptiert, das wird sehr stark unterstützt. Aber die Schwierigkeit ist natürlich dann, den Schritt in das Konkrete zu machen. Und da, ähm gibt es schon auf jeden Fall viele Initiativen von also Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern, Organisationen, die sich einsetzen. Natürlich auch in der Politik ist das ein Thema, ähm, wo viel stattfindet, aber ähm, das sind auch begrenzte Kreise, in denen diese Diskussionen stattfinden. Das heißt, Ja. für viele Leute in ihrem Alltag sind diese Änderungen und was wäre sinnvoll, in welche Richtung würde das gehen, was würde das für mich heißen, doch relativ weit weg. Und ich Okay. denke, da brauchen wir einfach auch weiterhin viele gesellschaftliche Diskussionen und aber weniger auf so einer abstrakten Ebene, wollen wir das Klima schützen oder nicht, um dann zu sagen: „Okay, wenn du das Klima schützen willst, dann musst du aber A, B, C“, sondern wir brauchen die Diskussionen über was sind unsere Vorstellungen? Wie sollen unsere Städte, unsere Dörfer aussehen? Wie wollen wir eigentlich mobil sein? Was würde denn da passen? Was würde Sinn ergeben und was können wir da sozusagen als Gesellschaft dann auch erreichen, und umsetzen, damit, ne, Man müsste ehrlicherweise, glaube ich, aber sagen, es gibt ja viele Beteiligungsprozesse und es gibt ja schon 'ne Anstrengung, in Dialog zu kommen, auch so Lebensmittelräte Räte gibt's und so weiter. Ähm, also, wie sehr man sich anstrengt, verschiedene Bevölkerungskreise zu erreichen, das ist ja auch möglich, je nach Beteiligungskonzept sind die meisten Beteiligungsprozesse aber auf eine kommen einfach Leute hinzu, die trotzdem schon ein gewisses Interesse an der Thematik haben und ich sage es jetzt etwas salopp, Leute, die tagsüber Straßengräben aufreißen müssen oder einen schweren handwerklichen Beruf haben und abends kaputt sind und noch Kinder haben oder Elternteile, nach denen sie sich kümmern müssen oder lange Wege zur Arbeit, die nicht in einem gewissen Sinne
privilegiert sind, Raum, Zeit, Bewusstsein haben, darüber nachzudenken. Erreicht man die jetzt über neue Beteiligungsprozesse oder muss da nicht trotzdem irgendwann ein politischer Rahmen vorgegeben werden oder wie auch immer? Ja. Also, und es ist ja auch gut so, dass, ne, also unsere Gesellschaft braucht dringend Leute, die Straßengräben ausheben an, ne? Also, das muss ja jemand machen. Also, ich glaube, da müssen wir, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch zu sehen, dass das nicht realistisch erwartbar ist, aber auch eigentlich nicht schlimm, wenn sich nicht alle an so einer Diskussion fürchterlich aktiv und viele Stunden beteiligen. Und natürlich, spielen die politischen Maßnahmen eine wichtige Rolle, aber das ist ja ein ständiges Wechselspiel. Also, ähm Politiker müssen wiedergewählt werden, was ja auch gut ist, dass sie das müssen. Das heißt aber auch, sie müssen versuchen, Dinge zu tun, ne, wo die Bevölkerung oder dann auch an andere, die Industrie, die Wirtschaft bis zum gewissen Grad mitgehen. Und gleichzeitig, die Bevölkerung muss sich auf Veränderungen einstellen. Also, deswegen aus meiner Sicht muss das in Phasen gehen. Und das ist ja auch das, was häufig funktioniert. Also, zum Beispiel dieser Punkt, zuerst muss der Bus fahren und dann kann ich die Parkplätze wegnehmen. Wenn ich anfange, damit die Parkplätze wegzunehmen, bevor der Bus fährt, dann habe ich natürlich ein Problem, ja? Aber dann, wenn es den Bus gibt, kann ich auch den Druck erhöhen, sozusagen das Alternativangebot, zu nutzen. Aber der Prozess ist auf jeden Fall mühsam und das wird nicht schnell gehen und, es werden auch nie alle einverstanden sein. Also, ich glaube, das ist auch manchmal so 'n, dass man manchmal denkt, Veränderungen müssten immer so, da müssten alle zufrieden sein, aber alle Veränderungen in der Gesellschaft waren natürlich immer bis zum gewissen Grad umstritten. Aber man braucht halt, aber natürlich sind sie dann sinnvoll, wenn 'ne ausreichende Zahl, einfach auch mitgeht. Weil du hattest gestern eigentlich eine einfache Grafik, aber trotzdem anregend. Du hast gesagt, zuerst muss eine Diskussion entstehen, Mhm. dann alltagsgerechte Lösungen, dann eine Strukturveränderung erfolgen, dann die Idee verbreitet werden und dann wird erst zur Normalität. Ähm, so ein Fünf-Stufen-Modell, wo hast du vielleicht ein historisches Beispiel, wo diese 5 Stufen erreicht wurden und wo hängen wir heute? Also, wenn das sind ja dann 5 Phasen. Diskussionen gibt's viele. Mhm. Alltagsgerechte Lösungen Ja. hängen wir in etwa an, Strukturveränderung? Also, ich denke, also, auf jeden Fall gibt's Beispiele. Also, es gibt ja so was wie die Mülltrennung, die läuft sicher nicht an jeder Stelle problemlos und heute streiten wir ja manchmal drüber, dass die Mülltrennung vielleicht gar nicht so 'n großen Umwelteffekt hat, wie viele denken. Trotzdem ist sie natürlich extrem sinnvoll. Mhm. Aber das ist ja eben auch der Problemdruck kam auf damit, dass die Müllmenge immer größer wurde, man nicht mehr so recht wusste, wohin und so weiter. Also, eben so 'ne gesellschaftliche Diskussion gab sich dann, zuerst gab's ja auch da sehr, sehr unterschiedliche Lösungen und dann hat man sich zumindest auf so 'n paar große Linien, verständigt und dann eben auch die Strukturen geschaffen mit Recycling-Containern und so weiter. Und es ist ja tatsächlich was, wo wir in Summe auch 'n hohes Mitspiel der Bevölkerung haben. Also, Aber das es ist, effektiv, wie soll ich sagen, so so sinnvoll es sicherlich ist, mhm. greift das doch weniger in das Leben ein, als wenn ich meine Ernährungsgewohnheiten abändern müsste. Sonst wären wir ja auch alle schlanker, sag ich mal. Ja, genau. Oder würden weniger Wein trinken oder Gott weiß was. Die Maßnahmen, die jetzt anstehen, gehen doch etwas mehr ins Eingemachte, sag ich mal, im positiven Sinne auch. Ich würde sagen, ja und nein. Also, 'n zweites Beispiel ist ja, also, noch mal 'n anderes ist ja auch mit wo man rauchen darf und wo nicht. Also, das hat sich ja auch sehr verändert und da konnte man sich ja am Anfang auch gar nicht vorstellen, dass man die Freiheit so sehr einschränken darf, dass man nicht im Zug, im Flugzeug und im Restaurant jederzeit rauchen darf. Aber inzwischen, also, meine Kinder sind immer völlig irritiert, wenn sie Bilder von früher von Menschen mit Zigaretten in Verkehrsmitteln sehen und verstehen dann erst gar nicht, was da los ist. Also, das hat sich total verändert über 'n paar Jahre. Jetzt kann man auch wieder sagen: „Na ja, es rauchen ja nicht alle und so.“ Aber ich denke grade, also, wie gesagt, es sind Das lang ist so das klassische Beispiel, an das wir uns immer festhalten, auch ja, in aber Luxemburg. es Ja, ist aber es ist trotzdem, gut, ja. und gleichzeitig verändern wir unsere Konsumgewohnheiten doch ständig. Also, wir verändern sie oft in andere Richtungen, so wie die eben Integration von Smartphones im Alltag. Da haben sich Gesellschaften unheimlich schnell drauf eingestellt und das haben sie, ähm, sicher auch getan, weil die
die Werbung für so kommerzielle Produkte in der Regel wesentlich besser ist und von umfangreicher Ja. als die vielleicht für so scheinbar vernunftbezogene Punkte. Aber auch da wichtig ist, denke ich, dass wir Maßnahmen ergreifen, die eben also wo auch sichtbar wird, dass es eben nicht in erster Linie umständlicher und aufwendiger ist, sondern auch zur Lebensqualität beiträgt. Das ist nicht einfach im Alltag, ja? Also, das leicht gesagt und wesentlich schwerer umgesetzt, aber gerade eben genau, auch das ganze Thema aus dem Auto wieder rauszukommen, aktive Mobilität zu haben. Also, wir haben da viel es gibt ja sehr viel zusätzlich, dass wir wissen, zum Beispiel Leute, die im Auto fahren, nehmen ihre Umgebung in der Regel bedrohlicher wahr als Leute, die in der gleichen Gegend zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es also, man mag sich dann im Auto sicher fühlen, aber eigentlich ist es ja nicht schön, o irgendwo zu sein und zu fürchten, die Welt da draußen wäre feindlich. Und Mhm. im Prinzip, wenn wir also häufig, wenn sich Gegenden beleben, eben mehr Menschen draußen sind, steigt ja auch das Sicherheitsgefühl wieder oder es ist ja auch real sicherer. Ich bin ja dann nicht, ne, ich bin nicht Mhm. die letzte Fußgängerin, die hier alleine läuft, sondern hier sind einfach verschiedene Menschen und in ja, ne? Es gab, du hast auch, das ist ja eine bekannte Analyse auch aus der Psychologie, wenn man wei wenn man die Menschen fragt: „Glauben Sie, dass die anderen in der Gesellschaft, Mhm. bereit sind, umweltbewusster zu Mhm. leben oder so?" Dann, geben die Menschen ja in der Mehrheit sehr häufig an: „Ne, ne, die anderen sind noch Ja. nicht so weit." Und sie selbst, wären sie bereit? Ja. Da gibt's ja eine große Diskrepanz. Ganz manchmal bin ich auch in Schulen und da wiederholt sich das immer, wenn man dann Ja. die Frage stellt: „Alle jene, die glauben, die anderen wären umweltbewusst, sollen Finger heben." Nix. Mhm. Aber seid ihr selbst? Ja. Das Mhm. ist wahnsinnig, der Unterschied. Das heißt, es ist ja dann auch vielleicht eine Sache der Herangehensweise, wie wir, kommunizieren auch über Veränderungen, denn, wenn man weiß, dass es sich lohnt, gibt es ja ausreichend Analysen, dass man nicht alleine ist, dass auch eine Verhandlungsänderung was bringt, Mhm. wird ja eher angenommen. Wir hatten einmal den Referenten, der hat gesagt, man darf das Gefühl nicht haben: „Ich bin doch nicht blöd." Mhm. Also, wenn man Ja. in dem Bushäuschen sitzt und negatives Beispiel, heute ist es nicht mehr so oder nicht so oft mehr so. Du sitzt da im Bus Häuschen, der Bus kommt einfach nicht an, es regnet, es ist nicht gut isoliert, du wirst etwas nass und fährt auch ein Wagen vorbei, der dich spritzt, weil 'ne Pfütze da ist, das ist Mhm. so ganz Mhm. plakativ. Und du wartest auf den Bus, denkst du dir: „Ich bin ja nicht blöd." Mhm. Es geht ja dann darum, dass der Bus zügig kommt. Mhm. Wir haben also eine Mhm. Kommunikationssache, wie vermitteln wir die Themen, damit wir Akzeptanz schaffen, aber auch der Rahmen muss stimmen. Eigentlich ist das ja schon fast Das ist es schon fast, oder? Und denke eben gleichzeitig nicht also gerade für die, die sich da aktiv einsetzen, sind nat oder Leute, die das zu ihrem Thema gemacht haben, man ist natürlich gerne schnell demotiviert, weil man sieht, wo man am Ende hin will und, ne, jetzt macht man das schon seit Jahren oder über 'ne längere Zeit und ist immer noch nicht da und, ähm, das kann frustrierend sein. Aber i ich denke, eigentlich wir haben schon an vielen Stellen auch viel erreicht. Das darf man einfach nicht übersehen. Also, ich glaube, es gibt, kaum noch Kommunen, die einfach nur Straßen ausbauen. Also, sie müssen sich mindestens einer Diskussion stellen, ja? Warum nicht mehr Bäume? Warum nicht auch ein Radweg? Was ist mit den Fußgängern? Es gibt auch Kommunen, die dann eben die Straßen zurückbauen. Also, natürlich, man ist immer wieder nicht da, wo man also, ne, man denkt immer, ja, aber es ging aus so einer aktivistischen Sicht, da müsste doch noch mehr gehen. Und, ähm aber es ist eben 'n sehr, sehr langer Prozess. Und gleichzeitig sehen wir aber ja auch, wenn so 'n gewisser Punkt dann mal erreicht ist, beschleunigt es sich. Also, es mhm. bleibt nicht für immer bei dem langsamen Tempo. Und gleichzeitig gehen Sachen natürlich auch regelmäßig schief. Also, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Also, ich kenne Beispiele aus Städten, wo man, Straßen verkehrsberuhigt hat, aber man hat leider also, so banal das klingt, man hat leider den Lieferverkehr vergessen. Das, manchmal und solche Dinge passieren und natürlich funktioniert das nicht, ja? Also, die Geschäfte können nicht ihre Ware die ganze Straße runtertragen mal spontan. Aber das ist ja andererseits auch wieder dann muss man halt noch mal dran und verbessern. Und da denke ich, haben wir aber oft auch 'n Problem, dass natürlich
unsere Verwaltungen langsam geworden sind. Oft auch aus guten Gründen, weil sehr viel geprüft werden muss und über vieles nachgedacht werden will, weil man sehr viel sich also vorher antizipieren will, bevor man in die Umsetzung geht. Aber auch das ermüdet die Menschen. Also wenn zwischen Ankündigung und Umsetzung so viel Zeit vergeht und man gar nicht weiß, was da passiert, kommt das noch und dann, wenn es kommt, ist es auf einmal überraschend, weil der Mhm. Punkt, wo die Partizipation war, schon so lange her ist. Die Leute sind dann vielleicht auch schon weggezogen, die damals partizipiert haben und so. Denkt da also, das sind einfach auch noch ganz andere Sachen, die Veränderungen aller Art, also nicht nur, wenn es um Umwelt und Klima geht, einfach schwer gemacht haben. Gestern war noch eine interessante Frage, sind das nicht, gesättigte Gesellschaften, die sich überhaupt diese Frage stellen können, der Suffizienz? Ist das nicht auch ein Luxusproblem, ist vielleicht zu, salopp ausgedrückt. Vielleicht könntest du ganz zum Schluss noch mal was dazu sagen und auch, es gibt ja diese Analyse nicht nur aus Europa, sondern Mhm. auch Indien. Das, finde ich eigentlich sehr spannend, weil ja immer wieder die Fragestellung ist: „Ja, was ist denn schon, wenn wir in Europa Mhm. suffizienter leben?“ Ist das eine globalere Strömung, oder ist das eben unsere gesättigte Gesellschaft, die jetzt die Mhm. Chance hat? Wobei bei uns aber auch, muss man auch immer wieder betonen, der Unterschied zwischen ärmeren Bevölkerungen und reicheren Bevölkerungsteilen zunimmt. Also, Mhm. es ist eine Diskussion der Reicheren aber trotzdem noch, oder nicht? Natürlich ist es eine Diskussion von denen, wo der Konsum sehr hoch ist. Also, weil es ja genau darum also, das ist ja auch die Kernidee, zu überlegen, wie viel Konsum und Verbrauch sind notwendig für ein gutes Leben. Und wir haben auch in den europäischen Gesellschaften natürlich Leute, die davon ja sowieso auch ausgeschlossen sind oder bis zum gewissen Punkt ausgeschlossen sind, weil sie die finanziellen Mittel gar nicht haben und so weiter. Und das ne? Und am Ende geht es ja drum, eigentlich so dieses gute mittlere Niveau zu finden. Und entsprechend sind auch die ist das in auch in ärmeren Ländern haben wir natürlich in der Regel genau dieses Auseinanderfallen mit sehr reichen, Bevölkerungsschichten, die es ja überall gibt, für die dann vielleicht dies auch ein Thema sein könnte, aber eben viel größeren Gruppen, wo die ja gar nicht groß beitragen zum Umweltproblem, weil sie sowieso sich nie werden ein Auto leisten können, weil sie auf winzigen Wohnflächen leben und so weiter. Und trotzdem sehen wir aber, und das war eben auch bei uns, in der Studie in Indien so, dass auch die ärmeren Leute in den ärmeren Ländern viele gar nicht nach diesem Überkonsum streben. Also, dass sie wir haben zwar dort schon auch eher gesehen, dass gerade die, Leute, die momentan sehr wenig verbrauchen, das auch stärker als in Europa zusammenhängt mit dem Wohlbefinden, und zwar eben so, dass, sehr niedrige, Verbräuche auch eher mit niedrigem Wohlbefinden zusammenhängen. Gleichzeitig die Leute dort aber durchaus also bereiter sind, als in Europa Maßnahmen zu unterstützen, die den Konsum nach oben auch begrenzen. Also, Mhm. dadurch, dass das aus vielleicht auch, weil es einfach so weit weg ist, ja? Man das ist eigentlich gar nicht das Ziel sozusagen, sondern einfach nur also, einfach eine gewisse Verbesserung dessen, wie es jetzt ist. Eigentlich wäre ja, ähm, Menschen mit weniger finanziellen Mitteln haben kein Haus, entsprechend keine Solaranlage. Die E-Mobilität ist auch immer noch teurer, wenn man einen Wagen hat. Eigentlich ist es ja so, dass wenn der Staat den richtigen Rahmen für die Suffizienz setzen würde, ist das ja nicht teurer. Im Allgemeinen würde ich jetzt, sagen, also Radfahren statt, Auto, wenn oder weniger Fleisch essen ist ja auch tendenziell preisgünstiger, sogar wenn man ins Bio geht. Das, boah, muss man immer alles ausrechnen, aber eigentlich wäre das ja könnte das ja auch als eine Sache der Verteilungsgerechtigkeit und, der Angleichung gesehen werden, oder ist das jetzt zu romantisierend? Ich denke, man muss dabei aufpassen, dass man halt nicht dass es nicht eine soziale Teilung ist. Also, so das, was, du vorhin geschildert hast, wie man möchte nicht der Doofe sein, der da im Regen an der Bushaltestelle sitzt, während die anderen im Auto vorbeifahren. Und man möchte vielleicht auch nicht der Letzte sein, der mit dem Fahrrad fährt. In dem Moment, wo es viele machen, auch aus, unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und Bereichen, ist man aber ja nicht mehr der Doofe sozusagen, also in der ne, im Gefühl, und, Und wenn das gut organisiert ist. und es gut organisiert ist, genau. Da wären wir wieder Also, bei wenn der Politikverantwortung. ja, also wenn wir die breite soziale Teilhabe da haben, genau. Ja. Und es sind eben Oder es wenn wird in öffentlichen Kantinen gleichberechtigt vegetarisch angeboten wird oder noch mehr. ja.
als Fleischkonsum. Genau. Also und dann ist es eigentlich schon sozusagen, kann man viele Kosten sparen und trotzdem darf man auch wieder nicht, also manchmal wird Suffizienz oder so Verbrauchsanpassungen auch diskutiert sozusagen als könnte das nicht der billige Weg in den Klimaschutz sein? Und das ist er natürlich nicht. Also die Kosten für die Haushalte müssen, ne, für die Haushalte ist es nicht unbedingt mit großen Einzelinvestitionen verbunden wie jetzt in ein Elektroauto. Aber die Infrastrukturen brauchen wir ja schon. Also volkswirtschaftliche Kosten gibt es natürlich und das kann man einfach auch nicht nur an die Leute delegieren. Also die Erwartung, die Leute würden zuerst mit dem Rad fahren und dann ist niemand mehr auf der Straße und dann brauche ich auch gar keinen Radweg bauen, weil man auf der Straße fahren kann oder so. Das geht natürlich so nicht auf. Bis hin, dass es ja auch, ne, also ich denke, es geht ja bei allem auch um so einen gewissen Ausgleich. Also am Ende ist ja auch das Automobil ein großer Fortschritt und ermöglicht vielen unseren Gesellschaften. Also da geht es ja auch wieder um Teilhabe zum Beispiel bei Leuten, die nicht gut laufen können oder viel transportieren müssen. Also viel geht ja auch darum, dass wir eigentlich, das Ziel ist ja eher, dass wir Diverseres zulassen können. Und auch, es geht ja auch bei der Ernährung, es geht überhaupt nicht darum, dass irgendjemand auf seine Weihnachtsgans verzichtet und dann da traurig mit einem Knäckebrot sitzt. Weil die einzelne Weihnachtsgans ist ja auch nicht das Problem. Das Problem sind ja die Fleischmengen, die, ne, das ganze Jahr sozusagen täglich gegessen werden und dann eben auch zu viel für die Umwelt sind. Und die Alternative ist ja nicht unbedingt Knäckebrot. Auch das, genau. Und die Alternative muss auch nicht das Knäckebrot sein. Man kann sich ja auch gibt viele Obwohl das vielleicht ein besinnlicher Abend wird, wenn man da mit Knäckebrot sitzt. und das rhythmisch knuspert, ja. Ja, ja. In einem Weihnachtsliedrhythmus. Das wäre vielleicht ein schöner Auftrag. Ja, das wäre es meinerseits. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen oder fällt dir noch was Bewegendes ein? Ja, ich würde wirklich gerne mal dieses betonen, also, dass wir einfach sehen müssen, wir haben uns da als Menschheit durch unser vieles kluges Wissen, was wir heute einfach auch haben, sehr große Dinge vorgenommen. Und zu denen gibt es Streit, das ist ganz normal, und es dauert. Auch das ist ganz normal. Und ich denke, dass wir aber auch doch viel diskutieren inzwischen, ist eigentlich ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Schlusswort. Sehr herzlichen Dank. Da sage ich dir.